Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurn. Jetzt Kasperl. Leid. Hier, Ding, Zeug. Ich bin heute extra früher für euch aufgestanden. Ich nehme euch den Gaudi-Spaß hier, Spaßvergnügen auf zu, vor meiner eigentlichen Malorene. So ein Ding ist das. Ich hätte gerne Applaus. Ist harte Arbeit, Leute. Ist harte Arbeit. Ich weiß noch nicht, wie der zweite Teil angekommen ist, weil ich ihn gerade erst hochgeladen habe. Ne? Arbeitspulli saß eng die letzten Tage. Und ich war nach der Arbeit wirklich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Hab gestern dermaßen angemettet nach Hause gekommen, dass ich sogar für den Scheiß hier zu matt gewesen wäre. Dementsprechend machen wir das halt jetzt. Richtig. In diesem Sinne, Leute, wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. TS Leaks von 2016, let's go. Nummer 8, das ist direkt im Anschluss im selben Leak wie das letzte mit ApoRed. Da ist, 2 ist doch kein Multitasking. Ja, das ist kein Organ 2.0. Let's go. Da wird jetzt wieder angeben, was er für ein toller Multitasker ist. Danach, Drache wünscht User, die wahrscheinlich, ja, die Offung. Genie-Lord. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Ich bin Hype. Ich hoffe, ihr seid auch Hype. Und dementsprechend hockt euch her. Sagen wir mehr. Reißt euch eine Räume auf. Mir, ja, einer, bin Rainer. Ja, er dachte, dass du dich dann komplett da nur auf das fixierst. Aber die ganze Zeit an irgendwas nebenbei. Mich wundert es, dass er das Wort fixieren nicht genommen hat, um es in eine schmutzige Richtung zu lenken. Kann man immer als Pluspunkt anrechnen. Vielleicht war auch einfach zu dumm dazu. Ne? Vielleicht ist er nicht multitaskingfähig. Vielleicht geht es darauf hinaus. Ne? Bist du so ein Multitasking-Mensch? Ich könnte das nicht. Multitasking, wenn ich zwei Sachen mache, ist doch kein Multitasking. Doch, Multi heißt mehr, ne? Mehrere Tasks. Aber ne, ich habe gehört, ich bin als K-Experte auf dem Gebiet, aber ich habe gehört, so richtig Multitasking gibt es eigentlich nicht. Also Leute, die sind nur in der Lage, sehr schnell zwischen 2 Dingen hin und her zu schalten, dass es so aussieht, als würde man sie gleichzeitig machen. Aber das Gehirn kann immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Ne? Also ich kann, keine Ahnung, mir so ein Reini-Video anschauen und nebenher irgendwas schreiben oder irgendwas daddeln, aber in jedem Moment fokussiert sich mein Gehirn immer nur auf eins der beiden Dinge. Ne? Und es wechselt halt schnell hin und her. Multitasking wäre jetzt wie so ein Aufmerksamkeitsrelais. Ab 2. Also Multi ist ja 2. Aus meiner Sicht ist Multitasking, wenn du Nein, Multi ist nicht 2, du Dulli. Ein Multivitaminsaft, da sind nicht 2 Vitamine drin, sondern da sind halt viele Vitamine drin. Oh, okay, ja, wir merken schon stellenweise, also es sind gute Leute hier mit drin, in dem TS, stellenweise sind es aber auch Leute, die schon mit Reini um die Dulli-Goldmedaille konkurrieren, ne? Die sind mit dem Rennen. Bei der Dulli-Olympiade für den größten Deppen hier im TS, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich meine, verstehst du mich falsch? Rainer ist auf jeden Fall der unangefochtene Favorit, ja? Aber es kann immer mal wieder Wunder geschehen, ne? Miracle on Ice, bestes Beispiel. Du gehst dir an Wix nebenbei einen Kaffee machst, dann noch zu Quatsch über irgendwas anderes. Kaffee machen ist. Alter, hinten auf die Senseo-Maschine drücken und sich dann, während die da hinten am Umeinanderrändern ist, am Maulwurf zupfen, ne? Das würde ich jetzt mal nicht als Multitasking einordnen. Und zusätzlich noch irgendwas schneiden. Naja, du musst dann nebenbei noch den Filter drauflegen, Wasser vorbereiten und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach, das ja. Und das machst du während dem Master debattieren? Das ist aber nicht hygienisch, Reini. Ah, was der Reini, der hat sich sicher dann die Bratzen gewaschen, bevor er sein Kaffeepad genommen und in die
Kaffeemaschine getan. Warum fängt das jetzt schon wieder so an? Kaffee machen halt. Ja, aber Multi sagt das Wort ja schon. Das ist ja. Der Filter noch so. Aus meinem Verständnis ist Multi für mehrere Sachen. Ja, genau. Ja. Mehr als eins. Ne? Das heißt, mehrere, das kann 2 sein, ne? Kann auch 10 sein. In einem Multivitaminsaft können 2 Vitamine drin sein. Weil ich glaube, Duro-Vitaminsaft hört sich einfach auch deppert an. Aber in der Regel sind halt mehr. Dann können aber auch mehr drin sein. Dann können 5, 6, 7, je nachdem. Ne? Deswegen ist das ein wunderschönes Wort, weil es so schön unspezifisch ist. Mehr als eins. Aber 2 Sachen ist für mich immer ein Duo gewesen. Und 2 Sachen sind aus meiner Sicht ist Aber Duo-Tasking hört sich scheiße an. Ja, aber Multitasking ist aus meiner Sicht schlicht und ergreifend. Ja, aber von mir aus ist es mir, wie gesagt, relativ. Es ist, hier ist es wieder, ja, es ist wirklich, Haut ist kein Organ 2.0. Und genauso wie die Haut ist kein Organ. Ne, um jetzt mal Tacheles reden, ne, Buddha bei die Fische. Ich bin der festen Überzeugung, einem Rainer Winkler ist und war es schon immer scheißegal, ob die Haut Etzertler Organ ist oder nicht. Und diese Nummern werden daraus geboren, aus dieser Unart von ihm, dass er einfach immer zwangsläufig widersprechen muss. Ne? Die Leute, die da in seinem TS sind eh alles Etzertler Kackhater und was die sagen, muss dementsprechend alles falsch sein. Ne? Dementsprechend muss man grundlegend widersprechen, weil Reini weiß immer alles besser. Ne? Scheißegal, wie gut jemand was weiß, Rainer weiß es besser. Und deswegen kommt dann immer noch so eine Dulli-Belehrung. Mit erhobenem Wurstfinger wird dann da gesessen. Oh, aber die Haut ist Etzertler doch gar nicht. Halt dein Maul. Ne? Multitasking ist nicht nur 2. Kann 2 sein, kann aber auch mehr sein. Deswegen heißt es Multitasking, um es nicht spezifisch machen zu müssen. Und das, anstatt dass diese Leute sagen, Reini, großer Sprachwissenschaftslord, hast schon recht, passt schon. Nächstes Thema wird's hier. Ja, komm. Ja, wenn du es so benutzt, ist es ja. Mir ist es relativ futter, also das ist. Da steht ja, der Begriff Multitasking bzw. Mehrprozessbetrieb bezeichnet die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben, Tasks. Auf der einen Seite ist natürlich auch, wer sich da die Mühe macht, auch damals schon 2016, da war ja Rainer auch kein Unbekannter mehr, seine Unarten und die ganze Scheiße, weiß man ja alles. Wer sich da noch die Mühe macht, dann da extra irgendwie Wikipedia-Artikel rauszusuchen oder sonst irgendwas im Internet und ihm das vorzulesen, dem ist halt auch nicht mehr zu helfen, weil kannst du halt ganz genauso gut einfach irgendeiner Wand vorlesen, die Nummer. Ne? Die plappert ja wenigstens dabei noch nicht zwischen rein, ne? Die fällt ja dann wenigstens nicht noch ins Wort. So wie Rainer das jetzt hier macht und das halt einfach. Das halt. Widerlichste, dieses dahinter, ja, der nervt mich ja, bla 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 bla, einfach drüber schwallen, weil Rainer ganz genau weiß, dass er Scheiße labert. Ne? Er labert halt einfach, dass die Luft scheppert und hofft, dass ihm niemand widerspricht. In dem Moment, in dem ihm jemand widerspricht, wird er matt und dann wird so respektlos dazwischen gelabert, während der andere den Beweis dafür bringt, dass er ja eigentlich recht hatte. Ne? Also, dass Reini halt mal wieder Scheiße erzählt hat. Anstatt einfach von vornherein einfach die Groschen zum Halten und zu sagen, ja, okay, ich kenne mich jetzt hier eigentlich nicht aus. Ich weiß überhaupt nicht, was das Wort Multi eigentlich bedeutet, weil ich nie wirklich in irgendeiner Schule war, die was taugt. Ne? Auf der Dulli-Schule gewesen und das auch nur sehr sporadisch und homöopathisch. Dann halte ich vielleicht bei allem, was irgendwie Bildung angeht, einfach mein fettes, dummes Maul, oder? Quasi nebenläufig auszuführen. Also Sag mal, machst du das auch immer, dass du deiner Mama auch immer quatscht, wenn jemand Nein, weil meine Mama ist nicht so kernbehindert wie du, Reini. redet, Alter? Ich habe ja gerade vorgelesen. Ja, und ich habe vorher geredet. Ja, nein, rein. Oh, ich krieg die Krise. Bei sowas, ganz ehrlich, das ist einer der Gründe, warum ich niemals in diesen Teamspeaks und Discords hätte sein dürfen. Bei sowas wäre ich komplett explodiert. Ne? Reini behauptet Bullshit. Der andere sucht dann im Internet raus, warum das Bullshit ist, will's vorlesen. Reini schwallt ihm dazwischen rein
Ne? In der Hoffnung, das einfach zu überplärren. Ne? Ich will es nicht hören, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören, la 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 la. Und wirft dem dann danach vor, er wäre ihm ins Wort gefallen. Alter Vater! Das ist sowas, wenn ich da drin gewesen wäre, wäre ich komplett eskaliert. Aber da wäre der Bannhammer so dermaßen, ich hätte den alles geheißen. Und ich glaube, das wäre was gewesen, wo ich wirklich in einem Face-to-Face-Gespräch, ne, wenn ich am Tisch sitzen würde mit den Leuten, auch komplett, ich wäre komplett berserk gegangen auf diesen Penner. Das tut mir leid. Alter, mit dir. Alter, wie krass muss die Beherrschung sein von dem Dude, dass er sich jetzt entschuldigt dafür, was Ich spring gleich noch aus dem Fenster, Alter. Ja, tu dir keinen Zwang an, ha? Das letzte Mal, dass du mich unterbrochen hast. Nee, mach's lieber nicht. Wohnst du denn? Das letzte Mal, dass du mich unterbrochen hast, nochmal fliegt uns der Bannhammer. Oh, großer Rainer. Ey. In so einem hohen Haus oder wie? Mit so einem Balkon mit, hier. Plattenbau. Also wenn ich aus meinem Fenster springe, bin ich tot. Ich glaube, ich habe nur noch ein bisschen was. Bei mir geht das so tief runter. Ja, kommen wir mir drauf an, ha? Das ist echt Kannst du heftig. es bitte machen? Rainer wünscht im Übrigen niemanden den Tod, ne? Rainer ist ein absoluter Pazifist, ne? Er hasst auch niemanden, nicht mal die Hater, ne? Da steht er drüber. Wisst ihr Bescheid. Einen Salto machen. Ein Salto aus dem Fenster, natürlich. Ja. Leute, wenn schon, das einzig Stylische in dem Fall ist, hier so ein Chiemsee-Hecht, ne? Das. Ja, keine Ahnung, kann ich machen. Den Leute, die machen das. Ja. Ja. Rainer, wisst ihr, Rainer hat einen Kumpel, der schon aus dem Fenster gesprungen ist. Freilich, Rainer hat für alles ein Kumpel. Ja, aber auch nur einmal. Nein. Und jetzt kommt, nein, der kann darüber nicht. Vielleicht zweimal, weil sie. Die machen das regelmäßig. Rainer, das ist ein deutliches Anzeichen, ne? Das sagt viel aus über den Geisteszustand der Leute, mit denen du dich umgibst, ne? Und das spiegelt dann dementsprechend natürlich wieder auf dich ab, ne? Beide Kumpels, die springen dauernd aus dem Fenster. Oh, toll, Rainer. Achso, es ist so ein Hobby. Ja, ich kenne Von aber denen. auch einen. Sowas nennt man Running. Falls du es schon mal gehört hast. Also aus dem Fenster springen nennt man Running. Okay, Rainer. Interessant. Ich bin gespannt, wie er das jetzt aufklären will. Also Running. wenn man Runninger ist, dann macht man Saltos rückwärts aus dem Fenster. Meine Fresse, das ist. Auch dieses arrogante Schnauben, ganz echt, das ist auch wirklich. Ein Rainer Winkler hat sich diese Attitüde auch nur deswegen angewohnt, weil er diesen ganzen sozialen Kontakt jetzt schon zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren nur noch übers Internet hatte. Das ist 2016. Da war Stromlos-Staffel. Das war, glaube ich, sogar nach dem Jahr, wo er da auf dem Summer Breeze seine Autogramme gegeben hat. Ja. Da hat er schon wirklich sämtliche Real-Life-Sozialkontakte mehr oder weniger ad acta gelegt. Und das ist der einzige Grund, warum Rainer meint, es sich erlauben zu dürfen, diese räudige, arrogante Drecksattitüde im Umgang mit den Leuten auf diesem TS an den Tag zu legen. Weil in jeder anderen Situation, wo Leute, die du nur marginal kennst, wo du Leute, die du nur marginal kennst, so anmachst, hast du eine sitzen. Und zwar mit Recht. Ne? Das ist halt eine der Sachen, die man macht. Es gibt halt Leute, die rennen über Dächer, über was weiß ich. Das nennt sich Parkour, du Depp. Halt einfach. Das hatte ich auch damals schon Parkour genannt, ne? Das war ein paar Jahre davor war das im Hype. Das ist halt einfach so ein Trick, was die halt machen. Hast du Ich nicht kenne halt welche, die machen das ab und zu Irgendwie mal. Streetrunning. Irgendwie Runnering. Runnering, ja. Rhinering. Extreme Rhinering. Running und hier Streetrunning und Parkour meine ich. Nee, da gibt's auch wiederum Unterschied. Ja, Parkour ist glaube ich festgelegt, also wenn man so eine Strecke. Okay, jetzt unterhalten sich die anderen Leute
über dieses Thema. Rainer hat das Thema aufgemacht im Übrigen, ne? Reini hat das Thema aufgemacht. Mit Streetrunning, aus dem Fenster springen, ne? Und die unterhalten sich jetzt über das Thema. Die haben es aufgegriffen. Unterhalten sich, ich wette was. Rainer ist gleich Matt, ne? Weil er jetzt in der Diskussion überhaupt nicht mehr stattfindet, ne? Die unterhalten sich untereinander. Er ist außen vor. Er ist nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Und das mag der Rainer überhaupt gar nicht. Ne? Da wird es gleich ordentlich reingeschissen. Nee, Parkour ist, wenn man sich irgendwie random irgendwo hochklettert. Ja, und was ist da? Und jetzt kommt, erinnert euch noch, ich kenne diesen League noch nicht, aber ich weiß, was jetzt kommt. Erinnert euch noch an vor 2 Minuten, als sich Rainer darüber beschwert hat, dass man ihm ins Wort gefallen ist. 100%ig fällt er jetzt irgendeinem von denen massiv ins Wort. An Runnering? War gerade letztens, warte kurz, ich musste. Runnering nenn's ich. Bam, da ist es. Warte kurz. Er will seine Gedanken sammeln. Rainer die ganze Zeit drauf gelauert, wo er jetzt da reingrätschen kann. Bam, da ist er wieder. Das heißt irgendwie anders, nur weil ich den Namen nicht kenne, sage ich Runnering dazu, weil es für mich einfach wenn du den Namen nicht kennst, kennst du dich offensichtlich so wenig damit aus, dass du einfach übers Thema generell dein dummes Maul halten solltest. Du fängst hier an, klug zu scheißen, Leuten ins Wort zu fallen, Monologe zu halten, sonst was über ein Thema und dann sagst, ich kenne mich nicht einmal gut genug aus, dass ich weiß, wie es heißt eigentlich, worüber ich hier rede. Ja, dann halt vielleicht einfach dein Maul. Aus dem Spiel Mirror's Edge kenne ich das. Ja, also, wie alles, ne? Kennt er aus irgendwelche Computerspiele. Und von Alter I aus. Okay, und Assassin's Creed. Parkour und Freerunning. So ist Da haben es. sie sich halt Runner genannt in den Mirror's Edge, deswegen sage ich immer Runnering. Oder Runners. Die haben sich Runner genannt, deswegen sage ich Runnering. Oh, Merz? Wahrscheinlich immer Runners. Ist ja auch egal letzten Endes. Also Letzten Endes! Leute, die halt so Parkour oder halt so irgendwie Dinger machen. Dinger! Gibt sogar ein paar richtig geile Videos auf YouTube. Ja, no shit, da 2016, ein paar Jahre nach dem harten Parkour-Hype, gibt's immer noch geile Videos davon auf YouTube. I bet you. Ach, da habe ich erstmal wieder einen ellenlangen Text. Parkour den ist ich die nicht verstehe. Kunst der effizienten Fortbewegung. In den meisten Fällen bedeutet Effizienz, wie man bei einer Fluchtsituation brauchen würde. Schnell, sicher, kraftsparend. Aber auch andere Arten von Effizienz kann gemeint sein. Zum Beispiel eine möglichst leise Fortbewegung, wie auch im Freerunning, die Gesamtumgebung als Trainingsplatz. Man soll Oh, danke, wer auch immer das hier hochgeladen hat, dass ihr das vorspult. Vielen Dank, muss ich es nicht machen. seine eigenen Wege durch die Umgebung finden. Allerdings ist man beim Freerunning nicht gebunden an die Vorgabe, dass die Bewegung der effizienten Fortbewegung dienen soll. Denn die Bewegungen müssen keinen Zweck erfüllen. Es geht um die Bewegung um ihrer selbst willen. Dies heißt allerdings nicht, dass ein reiner Tracer, Parkoursportler, nur effiziente Bewegungen im Training macht. Vielmehr ist es so, dass man sich im Training auf alle möglichen Situationen vorbereitet und allgemein den Körper... Man hört dieses Aufstöhnen zwischendurch. Ne? Weil der Typ lässt jetzt Rainer keine Möglichkeit dazwischen zu grätschen und ihn zu unterbrechen. Und dann kommt immer die im Hintergrund, wo er denkst, kann ihm irgendjemand was da reinstopfen? Einfach eine Socke oder sowas. Einfach reinstopfen. Ne? Dass einfach kein Ton mehr rauskommt. Koordinativ und... da hat's aufgehört. Schade. Wusste nicht, Aber dann fängt er an, dazwischen zu flatulieren. 100%ig. dass ich in einem Hörbuch bin. Nein. Boah, halt dein Maul. Ne? Wenn es um sinnlose Monologe geht, solltest gerade du ganz gewaltig die Groschen halten, Rainer. Kurzer Sinn. Ich kenne ein paar Leute, die machen sowas ab und zu. Ja, freilich. Reinis Schweizer Taschengumpels sind Parkour-Weltmeister. Natürlich. Wie er in jeder Szene zu Hause ist. Ja, die Leute im Parkour. Wenn du dem morgen irgendwas erzählst, von wegen, boah, keine Ahnung. Nimm irgendwas wirklich Nischiges, was komplett. Wingsuits, ne? Leute mit Wingsuits, die irgendwie so in der Schweiz an diesen berühmten Klippen da, ne, von der Klippe springen und mit dem Wingsuit ins Tal fliegen. Wenn du damit ankommst, dann sagt der Rainer, ja, ein Kumpel von mir hat das gemacht und der wäre da schon fast dabei gestorben. Oder hat einen Kumpel, der dabei gestorben ist. Irgend sowas, ne? Und dann spinnt er sich da wieder was zusammen. Er kennt jeden und ist in jeder Szene zu Hause und er weiß einfach alles. Er ist so ein gebildeter
weltgewandter Mensch, ist unfassbar einfach. Mal. Und das ist halt einfach einer von den Tricks, den sie einfach aus Spaß irgendwann mal gemacht haben. Sind sie einfach da rausgejumpt. Und nicht mit einem Rückwärtssalto, sondern einfach schlicht. Hände sind einfach aufs Fenster zugerannt. Hände auf die... Aus Fensterbrett, du Depp. Auf den Fenster sind, sondern halt auf die Ablage halt. Und einfach Fensterbrett, Digga. Fensterbrett. Füße nachgezogen und rausgejumpt. Und das ist außen Ja. Macht mal so spontan. gerade mal, ja, einen Meter höher gewesen als im Raum. Also folglich, ja, das machen sie auch öfter mal. Weil das haben sie sich irgendwann mal angewöhnt und seitdem machen sie das ab und zu. Der Witz ist, dass sie es manchmal auch von außen nach innen machen. Ich übersetze es mal. Reini hat vor kurzem irgendein Parcours-Video gesehen, wo irgendeiner beim Fenster rein oder rausgesprungen ist. Und jetzt sagt er, Kumpel von mir. Ja, der benutzt da praktisch, also da ist auf der Türklinke schon Staub. Ne? Der geht immer bloß nur durchs Fenster rein und raus. So cool ist der. Und er ist sich auch, ne, sogar Reini weiß, dass er zu fett ist und zu ungelenk, um die Räuberpistole verkaufen zu können, dass er das selber wäre. Ne? Ansonsten hätte er auch nur eine Millisekunde lang gedacht, er könnte diese Story den Hatern verkaufen, dann wäre er der Protagonist in dieser Geschichte voll Wagemut und Heldengesang, wäre er gewesen. Ne? Mein TÜV machen. Auto ist auch so ein bisschen eine krasse Investition, ne? Ja, wir sind jetzt bei Kapitel 9 für die Leute, die sich das hier nur als Podcast geben. Eisdrache wünscht Userin die Offung wegen einer anderen Meinung. Bitte? Auto ist meistens so eine richtig krasse Investition. Also meistens das. Wenn du in ein richtiges Auto investierst, dann schon, ja. Also Ja. ich hab den Kauf von meinem jetzigen noch nicht bereut. Den von meinem vorherigen, den habe Ja, von dem jetzigen 2016 müsste das der Mondeo gewesen sein. Und der will über gute Dienste leisten. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass das hier vor der Stromlos-Staffel ist, wahrscheinlich. Ja klar, weil er hat irgendwann vorher mal gesagt, er wird dieses Jahr 27, immer einmal mehr als das Jahr, dementsprechend. Müsste vor der Stromlos-Staffel sein. Und der gute Mondeo, der wird dann noch herhalten müssen. Also sitzt er dann drinnen, lässt einen Motor laufen, wie auf dem Festival und lädt dann sein Handy am Zigarettenanzünder. ich zwar nicht gekauft, aber da habe ich eigentlich jetzt reingesteckt. Den habe ich geschenkt bekommen. Das war, beziehungsweise da hat mein Vater damals noch viel mit reingesteckt. Das war damals ein echter Fehlkauf, beziehungsweise eine Fehlinvestition. Boah, Rainer. Dein Vater hat einen Haufen Geld mit reingesteckt, um dir dein erstes Auto zu ermöglichen. Und was du jetzt hier machst, ist, ja, das war ein richtiger Fehlkauf. Hm? Ja, du hast ein Auto gehabt. Ja, du hast ein Auto gehabt, Punkt um. Und du hast es nicht komplett selber bezahlen müssen. Halt dein Maul. Dankbarkeit zeigen. Überhaupt ein Auto haben. Ne? Weißt du, was ich von meinem Vater gekriegt habe zum Führerschein? Ein Händedruck und einen herzlichen Glückwunsch. Der hat sich sehr darüber gefreut, aber der hat den Teufel getan, mir ein Auto vor die Haustür zu stellen. Ja? Der hat gesagt, hier, klar, du darfst dir mein Auto benutzen, wenn du es fragst und ich es gerade nicht brauche und du danach den Tank wieder voll machst. Ja? Einwandfrei kriegen wir hin. Und ansonsten, wenn du selber eins haben willst, ne, arbeiten gehen, Geld verdienen und dann kaufst du davon ein Auto. Fertig, Bums aus Nikolaus. Ich habe auch meinen Führerschein selber bezahlt, Rainer. Weiß ich nicht, ob du das gemacht hast. Bezweifle ich fast, weil da hättest du mich einen Haufen malochen müssen, da du ja 2 Jahre dafür gebraucht hast und 20 Mal durch diverse Prüfungen gerasselt bist. Das ist nicht ganz billig jedes Mal. War es auch schon damals nicht. Mein Was Vater hast meinte, du für ein Auto, wenn ich fragen darf? Mein Vater meinte damals sogar noch, das war, wenn er nochmal die Chance hätte, würde er nicht mehr nehmen. Mein erstes Auto war ein Ford Fiesta, mein Der Typ hat gerade gefragt, was du für eins hast und nicht, was dein erstes Auto war, du Dulli. zweites Auto war ein Audi 80, den habe ich aber nur knapp 2 Jahre gefahren. Und mein jetziges Auto, das habe ich seither, das ist ein Ford Mondeo. Und der hat... Der Mann ist da 26. Also und wir wissen, Reini hat mit 18 den Führerschein noch nicht gehabt. Ich glaube, der hat ihn dann irgendwann mit 19 kurz vom 20er gekriegt. Seinen Führerschein.
Ja, weil er so lange gebraucht hat und immer durch die Prüfungen gerasselt ist, weil er ein wenig dumm ist. Ich glaube, also 19 war er auf jeden Fall schon, wo er ihn gekriegt hat. Das heißt, also maximal, wirklich maximal fährt er zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre Auto. Maximal. Eher 6. Und ja, den und den habe ich nicht lang gefahren, bloß 2 Jahre. Der redet davon, wie wenn er 60 wäre und sich an alle Autos erinnern würde, die er jemals gefahren hat. Ja, damals, da hat es so keine Gurtpflicht nicht gegeben und nach dem Krieg, bla bla bla. Nein, du bist Mitte 20. Halt dein Maul. Hat sich bis jetzt noch nicht, ja, hat sich bis jetzt immer gelohnt eigentlich. Also hat sich noch nicht irgendwie als Fehlkauf oder so entschieden. Und Rainer, mein allererstes Audi war, mein allererstes Auto war Audi 80, Baujahr 90. Das war nur der alte mit diesem nicht runden, sondern diesem leicht ovalen, also, ne, komische Form, weiß nicht, wie wir schreiben, Auspuff. Auf jeden Fall der, wo vorne der Lüftergrill noch nicht an der Haube dran war. Ne? Haube separat vom Lüftergrill. Das war nur der gute. Mit der 2-Liter-Maschine, ich glaube mit 113 PS, was der gehabt hat. Oder 115, legt's mir nicht drauf fest. Ne? Einwandfreies Auto. Das hat nichts gehabt. Servolenkung hat er gehabt. Punkt. Ne? Alles andere, nix elektrische Fensterheber, sehr spartanisches Ding. Dieses Auto hat mich überall hingebracht, zuverlässig wie die Deutsche Bahn damals in den 90er, 80er Jahre. Einwandfreies Auto. Ist der Raum eigentlich editiert? Damit keine Leute reinschauen. Ich denke mal, weil es zu voll war. Ja, weil die hier leaken wollen und dann ist es halt kontraproduktiv, wenn alle 2 Sekunden User joined your channel, User joined your channel, User joined your channel, User left your channel, User left your channel und irgendwelche Dullis reinkommen, die denken, oh ja krass, ich bin's jetzt der Held, ich bin die nächste Prominenz im Drachengame, ich lock ihm jetzt das allerbeste Met raus und dann mit der allerplümpesten Ding Fragen über was weiß ich was, Rudi oder Hamster oder sonst irgendwas kommt und Rainer dazu bringt zu Rage quitten. Das wollen die natürlich nicht, dementsprechend ist der Raum editiert. Nee, ich glaube eher wegen Bartholomäus. Kann auch sein. Nicht rein kann. Ja, da sind nach vorne so viele Leute gekommen. Ne? Ja, das ist immer so ein Nachteil, wenn ich irgendwo bin. Vor allem, ich habe nicht einmal gepostet, dass ich irgendwo online bin. Es reicht, wenn einer irgendwo ist, mich sieht und dann sofort nachjoinen. Dann irgendwo auf einer Seite posten und dann ich kann frühs um 5 Uhr online sein, ich kann nachts um 12 Uhr oder 2 Uhr online sein, das ist völlig egal. Die sind von früh bis spät immer unterwegs. Die Ja, irgendeiner kriegt's halt immer mit, Reini. campen regelrecht auch auf meinem Kanal und so weiter. Und warum ja. nennst du dich dann hier Drache? Das ist der nächste Punkt, ne? Aber man, er hat es ja auch schon versucht, undercover, wir haben das ja auf diesem Kanal auch schon besprochen. Hat ja auch nicht so gut funktioniert. Und nicht irgendwie anders? Du, ich habe immer Drache geheißen, überall. Das ist ein Spitzname seit zig Jahren. Alter Maul. Alter Maul, du hast dir diesen scheiß Spitznamen selber gegeben. Und wenn du mich fragst, ein Spitzname, den man sich selber gegeben hat, zählt halt nichts. Ne? Das heißt hier diese cringige Scheiße. Ich weiß nicht, wer von euch Big Bang Theory gesehen hat, wo der Howard ins Weltall fliegen soll und dann die anderen Astronauten dazu bringen will, dass sie ihm den Spitznamen Rocketman geben. Und ich weiß nicht mal, er kriegt dann irgendeinen ganz bescheuerten Spitznamen, den sie von seiner Frau übernehmen. Ich weiß nicht mal, was es war. Ja? Aber genau so eine Nummer ist das. Spitznamen gibt man sich nicht selber. Spitznamen bekommt man von anderen Leuten. Und Reini, die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, Drache genannt werden zu wollen, sagen wir es mal so, war folgende. Du hast ja gedacht, wow, ich bin der nächste YouTube-Star. Ja? Hier, Unge und Gronk und sowas, die können sie warm anziehen, jetzt komme ich. Aber ich brauche noch irgendeinen coolen Nickname. Vielleicht hast du ja vorher hat er kein Internet gehabt, ne? Aber ich brauche noch einen coolen Nickname. Ich nenne mich Drachenlord. Und da hast du gedacht, Drachenlord hört sich aber richtig geil an. Vielleicht hast du damals 2011 ist gerade die erste Staffel Game of Thrones rausgekommen, vielleicht war es das.
ja, was es getriggert hat. Auf jeden Fall hat er sich dann deswegen Drachenlord genannt und weil er sogar dafür zu faul war, das komplett auszusprechen und die Leute seinen Namen alle immer verkaspert haben, Lügenlord, etc., Englischlord, was auch immer er gerade verkackt hat, Lord, hat er dann irgendwann das Lord gestrichen, weil man einfach Drache an sich nicht so gut verkaspern kann. Nicht checken, dass es einfach von sich schon so cringe ist, ne, dass er sich eigentlich selber verkaspert hat dabei. Das war's. Ne? Das ist die Geschichte. Er ist nicht schon immer Drache genannt worden. Wenn er jetzt dann wieder kommt, oh, damals immer so ein Temperament gehabt, in der Schule schon, haben sie gesagt, der Rainer, halt dein Maul. Aber wenn du es nicht magst, dann nenn dich Drache 1 oder so. Wahnsinn. Ja, man weiß ja nie. Nee, halt einfach Ich könnte- umbenennen, ich hab- sodass keiner hab- Ja, mehr. man könnte Dirnspross oder sowas sagen, ha? Ich habe einfach diesen Namen hier gehabt und ich habe ja die Identität, wie gesagt, auch schon generell seit Jahren. Und wenn ich jetzt hergehen würde und mir eine andere Identität zulegen würde und ich müsste die komplette Identität wechseln. Nee, Weil- du kannst dich einfach nur umbenennen. Nein, das würde nichts helfen, weil mich die Marke. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall ein Anfang, Reini. Ne? Es wäre auf jeden Fall ein Anfang. Das ist so, ne, sich da als Drache auf irgendwelchen öffentlichen Teamspeaks zu zeigen, das ist so, als hättest du bei Warten für Godot auf der Bühne im Hintergrund einen Typ mit so einer Leuchtreklame mit einem Pfeil auf ihn, Godot. Ja? Den habe ich geklaut im Übrigen. Der Witz ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber der ist mir gerade gekommen, der passt. Markiert haben. Das ist ja das Problem. Die haben mich markiert Ja, irgendwie. damit würdest du ja verhindern, dass sich neue Leute markieren. Ach, ich glaube aber nicht, dass hier um die Uhrzeit Das auf macht dem aber jetzt Server keinen hier Sinn irgendjemand mehr. ist, der dich markiert hat. Also. Auf dem Server ist Wie markiert wie ein Hund, oder? generell nicht so viel los, muss man halt auch zugeben. Also. Wahrscheinlich hat Rainer schon, ohne es zu merken, heute auch schon wieder ein paar Mal irgendwie in die XXXXXXL Plastikbuchse markiert. Das kann gut sein. Bitte, tu mir einen Gefallen, ja? Öffne Alter, Maul! das Fenster und jump durch. So denn. Bitte was? That escalated quickly. Oder lass es zu, das macht wenig. Ja, aber da werde ich ja sterben. Das schmerzt noch. Ja, erkennst du die Ironie? Also- Ja, Rainer, bei dir eher nicht. Ne? Du hast gerade jemandem gesagt, dass er sich ne, selbst terminieren soll. Das ist nicht die feine englische Art. Also Alter, wünscht der mir, Die feine fränkische im Übrigen auch nicht. du wünschst mir den Frisst dir Tod. bitte Nüsse. Nein. Ich Also wünsche, wünscht dir, dass ich aus dem aufhörst- Fenster springe und sterbe. Ich wünsche, dass du mir endlich aufhörst, irgendwie meine Worte im Maul rumzudrehen. Wieso Weil es denn? ist Wer hat absolut das gesagt? asozial. Doch, natürlich. Rainer, du hast gerade gesagt, er soll aus dem Fenster jumpen, ha? Und der hat vorhin gesagt, dass er in einem Plattenbau oben wohnt und dass das seine definitive, seinen Abschied hier von dieser irdischen Existenz besiegeln würde. Und du sagst ihm ja, dann spring er aus dem Fenster und er sagt, also wünschst du mir den Tod? Ne, hab ich nicht gesagt, ha? Weiß nicht, Rainer, weiß nicht. Natürlich. Ich habe lediglich gerade Das nicht irgendwie die Worte im Mund umdrehen, so, das ist schon ziemlich eindeutig, was du da gesagt hast. eine Story erzählt, weswegen ich mit dem TS auskenne und weswegen ich sage, er ist ein Hater. Und wenn ich jetzt sage, ich habe da keine Lust mehr drüber zu reden, dann tut er weiter drauf ein und weiter drauf ein und weiter drauf Ja, aber ich ein. Ja, Rainer, aber wenn du das weißt, dass das Hater sind da alle auf dem TS, dann warum bist du dann da? hab dir ja die Der Worte nicht im Hoffnung- Mund In der umgedreht. Hoffnung, dass ich gerade. Ich habe überhaupt keine Story erzählt. Ich habe lediglich erzählt, was Sache war. Was, ne? Du hast gesagt, er soll hier den Jumpinger machen, ha? Aus dem Fenster, hast du gesagt. Das war keine Story, das war eine Sache, die ich erzählt Ja, aber du habe. hast gesagt, dass ich dir die Worte im Mund umdrehe und das war ja nicht so. Ich habe ja nur dich wiederholt. Junge, Alter, ohne Scheiß. Das ist wirklich, heute ist schwierig. Heute ist schwierig, heute ist harte Arbeit. Da muss ich mir echt Sabber reißen. Ey, ich würde den jetzt am liebsten. Interessant. Oh, Genie Lord merkt sich alphanumerische Passwörter. Ah, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Ne? Er hat, was weiß ich was, weil sie haben ihn ja gehackt. Hatten sie ein paar von seinen Accounts schon mal, auch zum damaligen Zeitpunkt, weil er Drachenfeuer 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas genommen hat als Passwort. Und ganz ehrlich, wenn du so viele Hater hast,
mit diese offensichtlichen Sachen sind in einem halben Tag, kommt irgendeiner auf die Idee, probieren wir das mal aus und dann haben sie es. Ne? Das ist dann, ich weiß nicht, ob ich das dann als Hacken bezeichnen würde. Ne? Das ist dann quite obvious. Dann, wie sie versuchen, meinen Rechner zu cracken oder zu hacken. Oder meine Passwörter zu hacken. Und wie? Naja, das schaffen. Indem sie sich denken, der dümmste Mensch der Welt, ne, wenn der sich im Internet Drachenlord nennen würde, was für ein Passwort würde der denn dann nehmen? Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Drachen und Feuer und irgendeine Zahlenkombination, die möglichst einfach ist, weil er der dümmste Mensch der Welt ist und sich nicht so gut so Dinge merken kann. Mit Zahlen ist er eh nicht gut. Und dann haben die halt Drachenfeuer 1, 2, 3, 4, 5 ausprobiert und dann hat es halt funktioniert, Digga. Ist ja halt einfach nicht so einfach, weil ich habe alphanumerische Passwörter und das. Aber wie sollten sie- Das Leben ist einfach zu schwer. Es wäre so einfach, wenn es einfacher wäre. 26-stellige sind das. Hast du dir die aufgeschrieben? Nein. Judo, bitte eine Copyright claim, huh? Ja, ich dachte, du kannst sie nicht. Hast du dir die Warte, sorry, ich war jetzt kurz abgelenkt. aufgeschrieben? Aber wie sollten sie 26, weil ich habe alphanumerische Passwörter und das. Aber wie sollten sie jetzt 26-stellige sind das. Hast du dir die Er hat 26-stellige alphanumerische Passwörter, das ist ein absoluter Klassiker. Ja? Ich verrate euch mal was, ich habe keine 26-stelligen alphanumerischen Passwörter. Außer, ich glaube, bei meinem Router. Ja? Aber, keine Ahnung, die meisten Leute haben keine 26-stelligen alphanumerischen Passwörter, weil es unpraktisch ist, weil sich die kein Schwanz merken kann, weil du heutzutage für jeden Furz, den du irgendwo lässt, einen extra Account anlegen musst. Und jedes Mal wieder ein neues Passwort. Ich habe ein Büchlein, wo sie alle drinne stehen. Aber ich bin ja auch nicht so geisteskrank, mir dann da 326-stellige alphanumerische Passwörter auszudenken und die dann da reinzuschreiben, weil ansonsten könnt ihr mich in die scheiß Klapse einweisen. aufgeschrieben? Nein. Ja, ich dachte, du kannst sie nicht gut merken. Ich habe sie mir eine kurze Zeit lang aufgeschrieben, bis ich sie mir merken kann, weil Ach so. ich muss die ja immer wieder eingeben. Und Rainer, du weißt nicht mal, ob dreistellig 100er oder 1000er Bereich ist. Und du willst mir erzählen, dass du 26-stelliges alphanumerisches Passwort mehrere auswendig gelernt hast. Kurze Zeit hat er sich's aufgeschrieben gehabt und dann nach dem dritten oder vierten Mal, wenn er es eingegeben hat, dann ist es reingespeichert in seinen Computer von Gehirn und dann braucht er die Zettel nimmer und ab da ist er Gucci. Ne? Wissen wir Bescheid. wenn ich sie 5-6 Mal eingegeben habe, dann merke ich sie mir auch. Ja, hast du überall das gleiche oder wie? Nein, Nein. eben nicht. Ich habe 3 verschiedene. Also du hast 3 verschiedene Passwörter im Kopf mit jeweils 25 Zeichen. Groß, Das ist klein, schön- das ist das Buchstaben, Schöne an meinem- Zahlen. Das ist das Schöne Das an meinem ist ADS. respektabel, dass man sich das merken kann. Das ist das Schöne an meinem ADS. Ich habe eine Schwäche und eine andere Stärke bei mir. Ja, das ist Bullshit, Rainer. Alter, da hat er wieder irgendeine Nummer gelesen. Vielleicht hat er es auch verwechselt jetzt mit irgendwelchen Leuten, die Autismus haben oder sowas. Aber, Rainer, wir wissen, dass du es mit Zahlen nicht so hast. Und Leute, die ADS haben, die können sich, da kann sich schon ein gewisses Talent in eine bestimmte Richtung stärker ausprägen als vielleicht bei anderen Leuten, weil die Leute sich dafür mehr interessieren und sich dann tunnelblickmäßig nur noch darauf konzentrieren. Ja. Aber wir wissen, dass es bei dir Zahlen eben nicht sind. Ne? Zahlen sind nicht so dein Steckenpferd. Also wird dir dann das ADS auch nicht helfen, im Gegenteil. Ja? Das ist das Schöne am ADS. Wenn du ADS hast, Das ist das Schöne am ADS, halt dein Maul. Ne? Alter, wie gesagt, natürlich, Leute mit ADS, die können sich dann auf Dinge, für die sie sich krass interessieren, da kann man sich reinfuchsen, da verliert man dann die Zeit und dann. Ne? Aber wie gesagt, dein Verhältnis zu Zahlen ist hinreichend bekannt und ist jetzt nicht das Beste. Er ist nicht ganz so zerrüttet wie dein Verhältnis zur Wahrheit, aber knapp dahinter, Rainer.
Und du willst mir jetzt erzählen, dass du mit Hilfe deiner ADS-Superkräfte ein Zahlengenie bist, das sich 3 verschiedene 26-stellige alphanumerische Passwörter merken kann? Genau. Ja? Genau. Ne? Ich habe zwar das Problem, dass ich oft extrem Probleme habe mit der Aufmerksamkeit, ne, oder mit mich zu konzentrieren, aber ich habe zum Beispiel den Vorteil, dass wenn ich mir was gemerkt habe, dann merke ich es mir. Ein kleines Beispiel. Roller, Roller, Ratatat. Wenn Robert einen Roller hat, dann rollt er durch die ganze Stadt. Roller, Roller, Ratatat. Weißt du, wann ich das gelernt habe? Ja, das ist ein Kinderreim, Rainer. Das hat man als Fischers Fritz fischt frische Fische. Bin ich jetzt ein Genie? Alter, ist der hängen geblieben. Das ist unfassbar. Wie gesagt, das mit den alphanumerischen Passwörtern ist ein Klassiker im Game. Den habe ich aus dem Zusammenhang gerissen auch schon 1000-mal gehört. Aber diesen Leak, ne, dieser komplette Leak, der ist relativ neu für mich. Der ist bisher komplett irgendwie an mir vorbeigegangen und ist einfach wild. Er will mir jetzt hier erzählen, dass er ein Genie ist, was so sich Dinge merken angeht, dank seiner ADS-Superkräfte, weil er sich einen Kinderreim aus dem Kindergarten gemerkt hat. Oder aus der Grundschule. Ja, Applaus, Rainer. Ha? Wir alle haben so einen Kinderreim irgendwie. Natürlich hast du den 20 Jahre später noch drin. Der ersten Klasse. Habe ich bis heute im Kopf. Ganz toll, Rainer. Ganz toll. Das ist so ein dämliches Rätsel. Ich habe ewig gebraucht, bis ich das im Kopf hatte. Das weiß ich noch. Er hat ewig gebraucht. Rainer, 5 Minuten. Für so ein Ding, der durchschnittliche Erstklässler braucht 5 Minuten, da hat er es drin. Was ich noch kann, ist hier festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute noch soll die Glocken werden. Frischgesellen geht zur Hand. Ne? Das habe ich nicht in der 1. Klasse gelernt. Ich glaube in der 7. oder sowas. Ich habe den ganzen Abend gebraucht, wirklich 2 Stunden oder 3 Stunden. Aber Alter, er versucht sie jetzt hier als großes Genie hinzustellen, ne? Der ADS-Meister, aber braucht 2 oder 3 Stunden für 4 Verse von einem Kinderreim. dann hatte ich es im Kopf und das habe ich heute noch im Kopf. Also das ist jetzt natürlich kein Vergleich zum alphanumerischen Passwort, logisch. Aber die Fähigkeit ist ausbaubar gewesen und ist sie noch. Was ist jetzt los? Er hat für den 4-Zeilen Kinderreim hat er 3 Stunden gebraucht, ne? Aber sein alphanumerisches Passwort, 25, 26 Stellen, das hat er sich gemerkt, nachdem er es 3-mal eingegeben hat. Da wissen wir Bescheid. Ein alphanumerisches Passwort, habe ich noch nie gehört. Was ist das ganz genau? Er schreibt es unten gerade rein. Achso. Alphanumerisch ist ein Passwort, bei dem du Zahlen sowie Buchstaben benutzt. Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung und halt verschiedene Zahlen. Schön hast du es jetzt abgelesen, Rainer. Schön hast du es jetzt abgelesen. Das ist geil. Wie er jetzt gerade offensichtlich gemacht hat, dass er überhaupt nicht einmal weiß, was alphanumerisches Passwort bedeutet. Dass er jetzt selber die Definition nachlesen müsste. Nachdem er jetzt hier seit 3 Minuten drüber schwallt, Entschuldigung. Nachdem er jetzt hier seit 3 Minuten drüber schwallt, dass er sich seine 3 alphanumerischen Passwörter ja so easy merken kann. Wenn du über 26-stellige Passwörter benutzt und davon alphanumerische, dann ist das ein ziemlich starkes Passwort. Warte mal, also ich hab hier so einen Generator bei mir, wo ich meine Passwörter mache. Und das hier ist zum Beispiel eins, was ich mir gerade generiert habe. So sehen ungefähr meine Passwörter aus. Echt? Ja, wirklich. Ich lasse sie mir wirklich. Gar nicht so dumm. Also ich lasse sie mir wirklich mit dem Programm da generieren. Ist aber vielleicht nicht unbedingt Gar nicht geschickt, so das jetzt dumm. da rein zu posten, ne? Ja, Das habe ich gerade generiert. Facebook auch Ach so, als Passwort. Beispiel quasi. Ja, ja. Ja, das ist ein Mit dem Alphanum. Generator gehen dann alle Das ist im Prinzip ein alphanumerisches. Alter, wie er den Leuten immer ins Wort fällt. Ja, das ist ein alphanumerisches Passwort. Ja, Rainer. Der Typ hat gerade gesagt, ich habe hier ein Programm, das generiert mir alphanumerische Passwörter. Ich generiere mal schnell eins und zeige es euch, damit ihr seht, wie das dann aussieht. Quatsch. Das ist ein alphanumerisches Passwort. Ja, Rainer, das wissen wir. Dafür musst du jetzt die Leute wieder unterbrechen, oder? Thank you for stating the obvious. Jetzt halt's Maul. Passwort und
Hieb hat schon recht. Wenn du Passwort 123 schreibst, ist es auch alphanumerisch. Aber du glaubst doch nicht, dass ich meine alphanumerischen Passwörter so benutze, oder? Ja, nee, aber Drachenfeuer 1, 2, 3, 4, 5 war jetzt auch nicht so clever. Alphanumerisches Passwort, als Beispiel, wie du jetzt geschrieben hast, OH, OX und so weiter. So schauen meine auch aus, nur dass halt meine 26 Stelle sind. Und ich generiere die einfach nur auf eine Art und Weise. Und zwar in meinem eigenen Kopf. Ich schreibe mir da die erstmal auf, wenn ich die mal ein paar... Ja, das ist auch wieder dieser kleine Pathos-Ding, den er dann immer reinbringt, wenn er wieder irgendwas in eine Lügengeschichte. Genau, auf eine Art und Weise. Und dann macht er diese dramatische Pause. Und zwar in meinem eigenen Kopf. Diese dramatische Pause ist im Übrigen eigentlich unfreiwillig, weil das ist die Pause, die der Kopf zum Rendern braucht, ne? In der er sich überlegt, so, was klingt jetzt am epischsten? Was kann ich jetzt machen, um... Es ist so erbärmlich. eingegeben habe, merke ich mir die auswendig und dann war's das. Willst Und du mal ansonsten kommen dann die Dinger auch keiner ran. Leute, im Übrigen, ich stehe mit Zahlen massiv auf dem Kriegsfuß. Ja. Was ich schon auch hier meine PIN fürs Handy und so ein Scheiß vergessen habe. Ich muss auch bis heute noch, manchmal habe ich es drauf, wenn ich nicht so sehr drüber nachdenke, dann kann ich jemandem auch mal meine Handynummer sagen, ohne nachschauen zu müssen. In dem Moment, in dem ich mir denke, so, wie war die gleich nochmal, ist schon vorbei, muss ich nachschauen. Weil mein Gehirn dann sagt, nee, das ist es nicht, irgendwas ist da falsch. Und dann schaue ich immer nach. Ja. Zahlen und ich, nicht die besten Freunde. Sag uns mal eins vor. Eins deiner Passwörter. Ein altes kann ich dir vorsagen. Okay. QV78923735. Moment. Ja, Rainer, jetzt ist natürlich schwierig, weil du gesagt hast, dass 25 Stellen oder 26 Stellen haben soll. Und jetzt hat er einfach angefangen, also gedacht, ich erzähle ich kann auf die Tastatur schauen. Ja, und der hat offensichtlich oben links erst einmal angefangen, Q, das ist vielleicht ein bisschen obvious, man kann jetzt nicht einfach die oberste Zeile vorlesen, V7, bla bla. Und dann ist ihm gekommen, fuck, ich kann jetzt hier, während ich mir das Passwort aus dem Arschgebirge ziehe, ja nicht noch Multitasking-mäßig, da sind wir wieder, der Kreis schließt sich, mitzählen, wie viele Zahlen und Nummern ich dem jetzt gerade gebe. Und ich muss ja bei 25 oder 26 Stück rauskommen. Ja, shit, warte mal kurz. Das habe ich schon wieder fast gelöscht. LKV 9 23 8, irgendwie sowas. Okay, und jetzt... Irgendwie sowas. Rainer, ich dachte, du hast so ein eidetisches Gedächtnis, was deine alphanumerischen Passwörter angeht. Warum kommt das nicht aus der Pistole geschossen? Warum kommt dann hinterher ein irgendwie sowas? Nochmal zur Wiederholung, zum Test. Jetzt haben sie ihn am Sack. Wie gut. Jetzt glaube ich, kommt die Eskalation, Erzähler. Jetzt hat er selber gemerkt, dass sie ihn gefickt haben. Junge, wenn du mich Junge! testen willst, ja, dann bist du im falschen Programm, Alter. Ja, aber es ist ja ganz normal. Ja, Also du kannst noch mal Ich habe sagen, du keinen. kannst ja auch einfach irgendwelche Buchstaben und so das ist sagen. ein Beweis. Dann lasst es doch, ihr müsst mir doch nichts glauben, das sag ich. Ey, das ist die Krönung der Peinlichkeit. Es cringed alles in mir. Ich würde gerade selber gerne im Boden versinken vor Fremdscham. Das ist ja unfassbar. Natürlich hat er sich jetzt irgendwas aus dem Arsch gezogen und die haben halt mitgeschrieben. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Es war so obvious, dass es kommt, aber ich habe es auch nicht kommen sehen. Rainer schon dreimal nicht. Ja, okay, dann sag uns das Passwort oder nochmal. Wenn du so ein eidetisches Gedächtnis hast und es dein altes Passwort ist. Easy. Jetzt dagegen die Wand gelaufen. Auch immer meinen Zuschauern. Ich habe es absolut nicht nötig. Glaubt's mir oder lasst es. Jetzt hat er es nicht nötig, irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Er hat 5 Minuten lang drüber geschwallt, was er für ein fucking Zahlengenie ist, dass er sich seine alphanumerischen Passwörter so easy merken kann. Wegen seinem ADS. Hat denen das so sehr beweisen müssen, dass er sich dann da extra noch was on the fly aus dem Arschgebirge gezogen hat, hat's verkackt. Und jetzt sagt er, nachdem er sich in irgendeine Ecke gerendert hat, sagt er jetzt,
ja, ich muss ja überhaupt nichts beweisen. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ja, aber du Ja, meinst ja, das dass du dir hab ich das so ganz gut gesagt. merken kannst und so und ja, jetzt hast du ja die Chance, das sozusagen zu beweisen. Ja, dann mach es halt. Dann glaubst halt nicht. Ist doch mir egal. Ich dachte, das Und hier ja, war ich so eine weiß, coole ich weiß, dass ich Competition. ich weiß, dass ich jetzt durchaus provoziere, dadurch, dass ich es eben nicht sage. Nein, du provozierst nicht. Du zeigst den Leuten, dass du halt ein Dampfplauderer bist, Rainer. Das ist es. Du hast dich halt eigentlich gerade selber beim Lügen ertappt. Aber mir ist es ehrlich gesagt egal. Ja, mir ist eigentlich auch egal, nur ich dachte, dass es einfach cool ist, so welche langen Passwörter sich zu merken und dass das irgendwie so ein Talent ist. Und das einfach dann. Ja, im Übrigen, hier die bei Wetten, die müssen das auch nochmal, also die mussten das auch nochmal vorführen, was sie da behauptet haben. Ja? Die sind da auch hin und haben, und dann mussten die das machen. Die haben nicht gesagt, ja, ich kann das und trust me, Bro. Und dann hat's geheißen, ja, sensationell, nächster Gast. Nein. Musst du schon machen. Wenn ich irgendwie so eine übermenschliche Gabe, wenn ich behaupte, die zu haben, dann muss ich natürlich dann auch danach hier Butter bei die Fische. Ja? Put your money where your mouth is. Du musst den Leuten halt auch zeigen, dass du das halt auch wirklich kannst. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann solltest du mit der Prahlerei vielleicht auch einfach vorher die Schnauze halten. Halt so wirklich zu sehen, dass es auch wirklich so ist, ne? Das wäre halt geil. Aber ist mir eigentlich auch egal. Du musst mir nichts beweisen. Ich sehe es schon kommen, es steht morgen wieder auf YouTube. Rainer, das steht jetzt schon in sämtlichen WhatsApp-Gruppen von diesen Leuten. Meine Fresse. Alles klar. Sind ganz, tut mir leid, aber es sind nicht alle Menschen gegen dich. Habe ich auch nicht behauptet. Naja. Aber hier wenn du sind, so aber sagst, hier sind dass- zum Beispiel Dass 3 es Leute morgen wieder auf drin. YouTube steht. Aber es sind, ja klar, es sind zum einen hier 3 Leute drin, die die ganze Zeit und permanent gemutet sind. Und ich habe vorhin schon gesagt, was ich von Leuten halte, die die Schnauze halten. Ja, Jedenfalls. Geil. Man darf ihn nicht unterbrechen. Er redet permanent und wenn er redet, hat man das Maul zu halten, aber wenn man sein Maul hält, dann ist es schon sass. Weiß nicht. Aber das ist ja die nicht ganze das. Zeit ruhig sind. Also, aber Dann haben wir das nächste, das ich vorhin schon gesagt habe, dass ich Leiter 122 für seltsam halte, weil er vorhin nichts gesagt hat und jetzt zwar quatscht wie Sau, aber trotzdem, um ehrlich zu sein, du hast mir Schweigen übrigens besser gefallen und da habe ich die ganze Zeit schon gesagt, dass ich den für einen Hater halte. Einfach aus verschiedenen Gründen. Ja, Rainer, ich halte die auch alle für Hater. Nicht aus verschiedenen Gründen, aus genau einem Grund. Die sind mit dir hier gerade auf diesem Teamspeak. Und es gibt keinen anderen Grund, auf diesem Teamspeak mit dir zu sein, außer man ist ein Hater und man will hier Matt farmen und irgendwas liegen. Es gibt keinen anderen Grund. Kein Mensch tut sich das freiwillig an. Kein Mensch tut sich das freiwillig an. Diese Clowns-Show, die du da abziehst, ja, mit den Lügen und dieser Prahlerei, ja, vom Parkour aus dem Fenster springen alphanumerische Passwörter, ne, diesen ganzen Scheißdreck und dazu noch diese arrogante von oben herab Art, diese Leute beleidigen und so weiter und so fort, permanent den Leuten ins Wort fallen und wenn die dann reden und danach behaupten, sie wären dir ins Wort gefallen und sich dann darüber aufregen, was das für unverschämte Arschlöcher sind. Niemand gibt sich das, wenn er nicht ein Hater ist, der hier versucht, irgendein Match zu farmen. ich? Aber guck mal, wir sind hier immer noch auf so einem Teamspeak. Ne? Es kann, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon gesagt, es kann sein, dass einfach die Gemuteten irgendwelche Jüngeren sind, die nicht mehr reden dürfen. So. Und nur weil die hier drin sind und gemutet sind, heißt es noch lange Ich hab nicht, dass das behauptet, irgendwelche dass die Hater weg von sind. dir Ich sag, sind und hab ich hier doch- aufnehmen. Habe ich das behauptet? Hab Ja, ich das so mit hast du es einem aber einzigen- gerade. Ganz zu schweigen davon, ne, dass man sagt, hier, keine Ahnung, ich muss gerade irgendwie was kochen oder sowas. Ich mute mich mal hier, aber ich behalte euch zum Beispiel, weil das Headset habe, ich behalte euch weiter auf dem Ohr, damit ich dann der Konversation weiter folgen kann, dass ich dann später nicht irgendwie komme und sage, oh, worum ging es jetzt die letzten 5 oder 10 Minuten, fasst es mal nochmal zusammen, sondern dass ich dann halt weiter drin bin im Thema. Ist ja möglich zum Beispiel, dass man das macht. Es gibt tausende Gründe, warum ich gemutet in so einem Raum sein soll. Deswegen gibt es die Mute-Funktion, Rainer. Weil man noch mitkriegen will, was da passiert. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man hat die Handwerker da oder so.
Oder man hat, keine Ahnung, einen Mitbewohner oder eine bessere Hälfte, mit der man zusammen wohnt und die macht irgendwas, was laut ist oder mag Fernseh schauen oder sowas. Es gibt eine Milliarde Gründe dafür. Aber Paranoia-Lord kickt wieder und sagt, es ist alles etc. Hater. Das sind dieselben im Übrigen, das ist wahrscheinlich dieselbe polnische Familie wie dann Jahre später auf dem Autobahnrastplatz. Hat rübergebracht. Wie ich es rüberbringe, ich sag's gerne immer wieder, was ich sage und was du verstehst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, mein Lieber. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mir kommt so vor, als hättest du vorher gesagt, du könntest dir 25, 26-stellige alphanumerische Passwörter merken, wie nix. Ja, und hast dann, wo es darum ging, das zu beweisen, abgekackt, ne? Also da gab es jetzt nicht irgendwie eine große Divergenz zwischen dem, was du gesagt hast. Ja, also es gab schon eine Divergenz zwischen dem, was du gesagt hast und was du dann gebracht hast. Also. Bin ich dafür verantwortlich, was du verstehst. Ich habe gesagt, ich halte es für seltsam, dass 3 Leute hier drinnen sind, die gemutet sind. Und Also dich, mit dem Zombaru, und dass ich dich generell... hat gar nichts. Ja, er schreibt halt zumindest auch was auf und zu. Was die anderen beiden in dem Sinne kaum machen. Also ich meine, der Heer hat schon geschrieben. Darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr noch Schule habt, und das muss ich ganz deutlich sagen, wenn ihr Schule habt morgen und ihr seid immer noch wach, ganz ehrlich, geht Aber aus dem Ferien. Fast die ganze Welt hat Ferien oder halt. Ja, schau doch, guck mal, die schreiben Warte mal, Ferien. fangen bei euch die Ferien an, Alter. Wir haben Juli. Bei uns ist... Ja, Rainer. Oh. Man hat das so eingerichtet, dass nicht alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben, damit die Autobahnen nicht den ganzen Sommer durchgängig verstopft sind. Das ist tatsächlich eine schlaue Regelung, Reini. In anderen Bundesländern haben die Leute zu anderen Zeiten Sommerferien als in Bayern. Anfang August sind die Ferien. Ja, das ist Bayern. Alter, wann habt Das ihr ist nur Ferien? Bayern. Das ist nur Ich hab Bayern. jetzt Ferien. Nur Bayern vor allem. Ja, nur Bayern hat das Nee, ich glaube Baden-Württemberg hat es auch noch, oder? so lange. Hat das so viel später. Ich glaube Bayern und Baden-Württemberg haben die gleichzeitig, oder? Von August bis Anfang September. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall die anderen haben es irgendwie im Juli bis rein in den August. Ich glaube, es sind ein paar Überschneidungen drin, aber ich bin lange aus der Schule heraus. Google. Google ist- Soweit ich weiß, ist das Süddeutschland gewesen. Ja, Google ist Zählt einfach. bei Das ist echt Baden-Württemberg auch. Ja, Baden-Württemberg auch. Da ist doch. Das ist aufgeteilt. Wir haben mit Bayern gleich. Norddeutschland und Süddeutschland haben 2 unterschiedliche Zeiten, das ist richtig. Nee, ja. mehrere verschiedene Zeiten. Außerdem, jetzt sag mir mal, woher weißt du, dass die beiden aus unserer Zeit sind? Oder mehrere verschiedene Zeiten, ist mir egal, letztlich. Schulferien. Weil die haben doch gerade gesagt, dass die unten reingeschrieben haben, dass sie aktuell Ferien haben. Na, dann werden die halt wohl kaum in Bayern wohnen, wenn es Juli ist. Also, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, aber kann ja sein. Korrekt, und was habe ich gesagt? Ich sagte, Du hast gesagt, dass es Hater sind. Ja, hast du, Rainer. Ah, das Schnauben wieder. Junge, geh dich erschießen, bitte. Alter, Rainer, that escalated quickly. Ey, sowas macht aber nicht. Hartes Internetmobbing. Leuten im Internet sagen, dass sie sich selbst offen sollen. Das Internetmobbing, Rainer. Da müssen wir gleich bei Hate Aid anrufen. Das spart uns allen dieses Leid. Wieso denn? Der gleichen Meinung. Ja. Alter, der hat einen weirden Voice-Verzerrer drauf, oder? Also ich hoffe für ihn, dass das eine Voice-Verzerrung ist, die er da drauf hat und nicht irgendwie seine echte Stimme, weil dann richtig reingeschissen. Bei der Genetiklotterie. Richtig. Weil dagegen hört sich ja Steve O angenehm an. Merkst du was? Was denn? Die Hater ist halt immer alle gleich, Alter. Jetzt sind wir auch noch Hater, okay. Du denkst bist es ernsthaft, schon die Welt ganze ist Zeit. gegen dich, ne? Ne, ich stelle einfach nur deine.
Hab ich einen Grund, was anderes zu denken? Sag mir das mal. Hab ich einen Grund, was anderes zu denken? Ja, weiß nicht, Rainer, wie gesagt, ne? Es gibt keinen anderen Grund, auf dem Teamspeak mit dir zu sein, außer wenn man Hater ist. Aber, ne, die Leute haben einfach nicht ohne Widersprüche meine Lügengeschichten gefressen und haben da nachgefragt und haben aufgezeigt, dass ich sie angelogen habe mit meinem eidetischen Gedächtnis, was Passwörter angeht. Hater. Also ich stelle ja, Oder das besser Einzige, gesagt, was hab ich ich- mache, Einfach nur, weil die sich nicht, weil sie die sie nicht ohne nachzufragen die Hucke voll lügen lassen. Hater. Hab ich einen Grund hier, was anderes zu denken? also das Rache, Einzige, glaubst du, ich wäre ein Hater? das Einzige, was ich mache, ist einfach deine Sachen, die du sagst, in Frage zu stellen. Aber das hat ja nichts mit Haten zu tun, sondern das ist einfach eine normale Diskussion, wenn man Sachen in Frage stellt, wo man denkt, dass es nicht so richtig ist, was die andere Person gesagt hat. Dann würde ich gerne mal wissen, warum du mir auch versuchst, permanent irgendwie einen Strick aus meinen Geschichten oder aus meinem Zeug zu drehen. Würde mich mal interessieren. Naja, Ja, weil es halt offensichtlich gelogen ist, Rainer. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis, die Leute lassen sich nicht so gern anlügen. Duh. du bist sagst ja- halt du bist manchmal ja Sachen, die nicht so bist ja viel Sinn permanent ergeben. Dabei, du bist ja permanent, der für dich, was Sinn für dich ergibt und was Sinn für die Allgemeinheit ist, ist wieder was anderes, Kollege. Ja, weiß nicht, Rainer. Ja, für mich ergibt es schon Sinn, dass wenn jemand sagt, er ist ein Genie, was sich das Merken von alphanumerischen Passwörtern angeht, ne, und dass er sich die so überkrass merken kann, und der mir dann extra eins davon aufsagt, um mir das zu beweisen, dieses Passwort dann aber nicht wiederholen kann, das ist wie bei der South Park-Folge hier mit Joseph Smith. Dom, 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 dom. Ne? Rainer kann sich Passwörter merken. Dom, 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 dom. Und mich permanent so hinzustellen, dass ich ein Vollidiot bin und es Ja, Rainer, so muss man dich nicht hinstellen, Rainer. So hat dich der liebe Gott hingestellt. Daran lässt sich auch nichts mehr ändern. Tut mir leid, da ist auch kein Kraut dagegen gewachsen. Ne, das ist halt jetzt einfach so. Ne, aber können die auch gar nichts für. tust du hier permanent und die ganze Zeit. Nee, ich stelle Nein. halt nur deine Doch, Sachen in doch, Frage. du- Nein, Rainer, du erzählst irgendwelche hanebüchenen, aus dem Arsch gezogenen Lügengeschichten, die man mit einer Gegenfrage komplett debunken kann. Die Leute stellen diese Gegenfrage und jetzt bist du butthurt, dass sie nicht einfach nur gesagt haben, ja und Amen, oh, das ist aber toll, war krass spektakulär, was du nicht alles weißt, wen du nicht alles kennst. Nein, Du stellst mich auch die ganze Zeit als Vollidioten hin. nein, tut Stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo in irgendeinen Raum. Ne? Nehmt jetzt das mal, diesen TS-Raum als realen Raum. Ihr geht in irgendeinen Raum bei einer Party, fangt an, wilden Stuss zu schwallen und irgendjemand sagt, das hört sich aber komisch an. Sag das nochmal mit den Passwörtern. Warum stellst du dich hier immer als Vollidiot? Alter, was ist los mit dir? Der Einzige, der sich als Vollidiot hinstellt, bist du. Wenn du einfach nur dein dummes Maul hältst oder einfach, du musst nicht mal dein dummes Maul halten, du musst einfach nicht permanent, ungefragt irgendwelche hanebüchenen Lügengeschichten in den Äther schorsen, die man dir dann debunken kann, dann stehst du nicht als Vollidiot da. So einfach kann's sein. er nicht. Doch, tut er freilich. Wir können ja hier einfach die Leute fragen. Stelle ich den irgendwie als Vollidioten dar? Wisst ihr was? Nee, das kriegt er selber ganz gut. Und wisst ihr was? Ich hab jetzt hier keine Lust mehr drauf. Jetzt kommt die Cola-Bierchen nochmal. Ich glaube, wir lassen das jetzt hier. was? In manchen Sachen schon, aber. Wisst ihr was? Ihr könnt mich einfach mal. Ich habe keinen Bock mehr. Schaut, schau, ihr Arschlöcher. Drache, ich will nur eins fragen. Was gibt mit dem? Tut mir leid. Und das war's. Also, tut mir leid. Wild. Okay. Hallo? Hier machen wir eine Pause, weil ich muss in die Malochen, ne? Aber ja, trotzdem. Pflichtstunde haben wir geschafft. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wir gehen weiter bei Kapitel 11. RBS hat mehr Accounts, als Rainer bannen kann. Da freue ich mich drauf. Vielleicht machen wir das gleich heute direkt nach der Malochen. Ne? Na, dann sehen wir uns praktisch in heute ist Freitag, so ein kurzer Tag, kurz nach Mittag sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, Leute. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Und tut nicht, was Rainer tut. Medal off.